Und wir werden heute noch zusammen einen Schnupperflug machen. Helicia Foxtrot, Sektor Nord. Wie sicher ist es, mit einem Helikopter zu fliegen? Gell, mir läuft der Schweiß runter. Kennt ihr den? Aus dem GTA 5. Bis 60 Knoten. Dieb. Jawohl. Komm mit! Mit einer neuen Folge. Komm mit! Heute gehen wir zu Jordan Paradies. Bei Fuchshelikopter. Helicia. Gell, mir läuft der Schweiß runter. Passig. Josh Hedera. Let's go. Ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge «Komm mit». Wir sind heute in Schindelegi bei Fuchshelikopter. Da ich schon immer ein Helikopterfanatiker war, habe ich mir heute den Wunsch erfüllt. Und zwar machen wir einen Schnupperflug. Ich darf selber Controls übernehmen und wir nehmen euch mit in die Welt der Helikopter. Hinter der Kamera der Roy, danke vielmals, übernimmst du den Job. Es ist sein zweiter Helikopterflug und dann noch mit mir, also wünsche ihm Glück. Nein, ich würde sagen, wir gehen mal los. Also wie vorher angetönt, wir sind bei Fuchshelikopter, wir stehen jetzt in einem Hangar rein. Neben mir ist der Michi. Sally, Freut mich. Freut mich. Wie geht's, wie steht's? Gut, und bei dir? Tipptopp. Du zeigst uns heute ein bisschen Fuchshelikopter und was ihr alles so macht. Vielleicht zuerst schnell zu dir. Willst du dich schnell vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Ja, mein Name ist Michi Grimm. And I'm super duper fly. I be the greatest son of Ich bin seit 2020 arbeite ich da. Am Anfang habe ich im Büro angefangen und dann, nachdem ich die Berufspilot-Lizenz gemacht habe, dann auch mit Flügen. Und seit einem Jahr bin ich auch Fluglehrer. Und wir werden heute noch zusammen einen Schnupperflug machen. Auf den freue ich mich sehr, ja. Also seit ich ein kleines Kind bin, will ich unbedingt Heli fliegen. Und mitgeflogen bin ich schon 2 oder 3 Mal, auch bei Fuchshelikopter. Damals immer dank meinem Götti können, immer auf den Geburtstag bekommen. Und ja, heute machen wir das selber mal. Aber ich würde sagen, wir starten gerade mit dem Rundgang. Genau, ja. Jetzt hier im Hangar da sind wir für die Arbeitsmaschine. Die ist jetzt gerade noch unterwegs. Vielleicht sehen wir sie dann später noch, wenn sie retour kommt. Das ist jetzt so verschiedenes Material, das wir hier haben. Das ist auf einer Seite haben wir hier Betonkübel, wo man Kies oder Beton transportieren. Dann verschiedene Leinen, sonst können wir auch schnell rüber. Ja. Haben wir verschiedene Leinen, die sind solche ohne Strom, haben unterschiedliche Längen. Das ist zum Beispiel eine 50 Meter Leine. Dann haben wir auch unterschiedliche Häken. Die kann man dann hier oben Strom anhängen und dann kann der Pilot sie elektrisch klinken. Genau, dann kann er hier mit dem Strom den Haken hier öffnen, aber wenn wir jetzt da nichts dran haben, funktioniert da nichts. Ja. Genau, und dann verschiedene Struppen zum Lasten anbinden oder eben die Leinen, die Strom drin haben. Je nachdem oder braucht man das hier, wo man dann muss Strom da drüber geben muss. Es gibt auch Funk, das haben wir auch neu, das ist auch im Einsatz. Wo du eben gar keinen Strom mehr, du musst das Kabel ziehen. Und dann haben wir verschiedene Netze, da sind jetzt viele noch weg, weil wir morgen noch einen Auftrag haben, wo wir müssen Stroh fliegen. Stroh, ja. Ja. Also in die Alp rauf? Nein, das ist... Von der Alp oben, aber besser gesehen. Ja, nein, jetzt ist es von einer Insel dann wieder ans Land. Irgendwie, weil sie dort haben Zeug zusammengenommen und dann wird es wieder ans Land transportiert. Okay. Ja. Also welche Insel ist es? Lützelau ist es. Ja. Die kennen wir. Ja, genau, das ist in der Nähe. Und dann eben Skikörper zum Dritten, da haben wir auch noch kurze für Material. Ja, genau, das ist etwa so das. Und da hinten noch das Bambi-Backen, das ist so ein Feuerlöschkübel. Okay. Wo man dann Feuer löschen kann, wenn es irgendwo mal brennt. Für Waldbrände oder so? Ja, genau. Ja. Sonst hier im Hangar haben wir einfach noch weitere Helikopter stationiert, die sind aber auch noch unterwegs. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Ja. Das ist der Heli, mit dem wir den Schnupperflug machen werden. Da gehen wir näher mit dem den Flug machen, genau. Ich hatte jetzt ein Vorbereitet, habe den Heli Check gemacht, weißt, was du da von jedem Flug machen musst. Schaust, ob es irgendwo Öl sagt, sonst kommen wir mal her, kann dir 1-2 Sachen zeigen. Wir haben zum Beispiel hier die Turbine, die hat von Werk aus hat die 300 PS. Zum Starten dürfen wir etwa 270 PS brauchen und dann für einen Reiseflug 224. Ja, da schaust du jetzt, ob alles angeschlossen ist, ob nichts los ist, ob da der Ölfilter nicht irgendwie rausgepoppt ist, dann wäre ja irgendetwas nicht gut. Ob es irgendwo seicht, Öl hat, etc. und alles angemacht ist. Genau, dann können wir hier die Hecke hingern, da dürfen wir keine Dellen drin haben, dass alles angemacht ist. Hier haben wir den Heckrotor und den steuern wir mit den Füßen steuern. Wenn wir vor mit den Füßen drücken, dann tut sich der hier so bewegen. Ja. Und gibt dann eigentlich mehr oder weniger Schub in diese Richtung. Ja.
Das wirst du dann noch sehen beim Schnupperflug, wenn du Linkspedal drückst, oder geht die Nase nach links. Aber wir schauen es dann noch im Briefing an. Okay. Wichtig auch noch zu erwähnen, wenn der Heli läuft, nie hinten rum, gell? Ja, nie hintenrum. Darum hast du eben hier die Garten. Es ist nicht, jetzt bei diesem Heli ist es ein Standard-Equipment, aber es gibt andere Heli-Marken, da ist es ein Zusatz. Ja. Weil eben der dreht jetzt, in diesem Typ dreht er 2000 Mal pro Minute. Oder? Und, ja, es gibt ein bisschen Kopfweh, wenn du reinläufst. Ich glaube, ein bisschen mehr, ja? Da hast du keinen Kopf mehr. Dann hast du vielleicht nicht gar keinen Kopfweh mehr. Und eben der dreht 400 Mal pro Minute. Also, ja. Hat schon ordentliche Umdrehungen. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir noch diese Seite an, da haben wir den Tank. Eben, das sind jetzt die dann noch einen Flug machen. Die machen das jetzt so, schauen den Heli noch an, haben das Briefing gemacht. Alle miteinander. Hier oben sind wir in der Wartung, wo die Heli geflickt werden oder eben auch nach zeitlicher Kontrolle wieder angeschaut werden. Also wenn sie gewisse Flugstunden haben oder nach Kalender werden die gewartet. Jetzt da bei diesen zwei da bei dem musste die Turbine eingeschickt werden, weil es dort Fehler gegeben hat und da hier der Motor. Aber man sieht, die Heli werden recht zerlegt, aber eigentlich ist gar nicht viel dran, oder, wenn man da schaut. Das ist nicht der Haufen, ein paar Blechchen und ein bisschen Gerüst. Und dann kriegst du irgendeinen Motor rein und dann läuft das Zeug. Schon eine Blechbüchse. Ja, genau. Was hat jetzt so ein Helikopter? Das ist ein Robinson, oder? Das ist ein Robinson R66. Mit so einem Typ gehen wir näher fliegen. Und wie viel Starkgewicht hat jetzt der ohne Personen? Ohne Personen ist er irgendwie etwa bei 680 Kilo oder so. Okay. Und das ist noch interessant, der Zweitplätzer, der R44, ist schon ein Robinson, der ist, das Leergewicht ist ein bisschen schwerer. Ja, der hat einen Kolbenmotor, einen 6-Zylinder, und der hat eine Turbine. Die Turbine ist vielleicht 100 Kilo, bringt 300 PS, und da weiss ich gar nicht, wie schwer der Motor ist. Ich sage jetzt irgendetwas, 200 Kilo vielleicht, aber bringt einfach nur 180 PS. Okay. Für alle die Heime, sehen ihr den da? Kennt ihr den aus dem GTA 5? Der Buzzard heisst er doch, oder? Das ist genau der. Ja, ist so. Das ist ziemlich ähnlicher, ja. Das ist eigentlich gemacht worden fürs Militär. Ja. Und eben darum eigentlich sehr effizient. Wir können schon mal reinschauen. Jetzt hier hinten, wenn man da hineinschaut, es ist nicht sehr komfortabel. Es ist ein besserer Campingstuhl, der da drinnen steht. Man hat halt, aber es ist fürs Militär gemacht worden, oder? Es muss effizient sein. Das heisst, oder, die Leute müssen schnell drin sein, schnell draussen, es muss robust sein. Und die Idee war eigentlich, dass der Heli ohne Blätter tankt, steht in einem Luftfrachtschiff drin. Ja. Und dann die Mechen rausstoßen, die Piloten hocken schon drin, machen ihre ganzen Checks, Mechen die Blätter montieren, weil die sind nämlich nur mit Bolzen gesichert. Also dann nimmst du pro Blatt 3 Bolzen raus und dann nimmst du das Blatt weg oder eben den dran und dann läuft der Heli innerhalb von 5 Minuten, oder, wenn die Piloten drin hocken. GTA-Heli haben wir dann hier bei uns. Oder? Ja, der sieht sagenhaft aus. Ja, okay. Ist krass, den mal in echt gesehen, wirklich. Also, wie sagt man dem? Was ist das, der Typ? Das ist ein MD 530F. Okay. Und Spitzengeschwindigkeit? Ist bei dem, glaube ich, 140 Knoten. Das ist umgerechnet etwa 260 km pro Stunde. Ja. Und für was haben wir jetzt den hauptsächlich im Einsatz? Der ist so Rundflüge und Taxiflüge, die man dann macht. Ab und zu Schulung, aber eher weniger. Ja, das ist so primäre Ding. Er hat auch einen Haken dran, wo man ein bisschen etwas transportieren kann. Aber das ist primär die Hauptmaschine, die wir brauchen. Das ist mehr, irgendwie, wenn man mal unbedingt einen braucht. Ja. Oder eben, was man mit dem mal gut kann, ist Film und Foto machen. Also, man kann die Türen demontieren, dann kann der Fotograf reinhocken, hat genug Platz. Also da sehen wir das Hauptrotorblatt. Das ist so eine Honigwabe, die man eigentlich drin hat. Das ist eigentlich Metall. Da vorne, die Kante ist sehr hart. Ja. Die da hinten, die ist sensibel. Oder wenn man da hier geht, verbiegen, dann ja. Gibt es nachher? Ja, genau. Das ist ja wichtig wegen dem Luftwiderstand, oder? Ja, genau. Und davor, oder, wenn Hagel kommt, das muss hart sein, oder, zum Beispiel. Das probieren zwar umfliegen. Ja. Und da beim Heckrotorblatt sieht es ähnlich aus, einfach ein bisschen schlenker. Jetzt kannst du mal mit den Fingern nehmen, dann siehst du mal, wie leicht das ist. Das ist ja wirklich nichts. Ja. Ja, und eben eigentlich rein am Boden, oder? Wenn das jetzt so hängt, das Blatt, ist es auf die Länge ist es gar nicht so stabil. Stabil macht es nicht die Umdrehung, die du hast. Ja. Oder man sagt beim Hauptrotor ungefähr bei allen Heli etwa gleich ungefähr 400 Umdrehungen pro Minute. Okay. Beim Heck etwa 2000. Aber das ist so ein Normwert, das ist von Heli-Typ zu Heli-Typ unterschiedlich.
Da sieht man ein paar ältere Fotos. Wie lange gibt es Fuchshelikopter schon? Fuchshelikopter gibt es seit 1974, hat das gestartet. Das war eine Bude da mit den Betonteilen nebendran, die Robert Fuchs AG. Und dann hat man angefangen mit Helikopter und plötzlich hat man gemerkt, da kann man nicht nur für Spass, sondern dafür kann man sogar Geld verdienen. Und dann ist es immer mehr entstanden und jetzt einfach immer gewachsen und weiter größer geworden. Und eben hier im Stegenhaus sieht man die Geschichte, was da alles passiert ist, wo man war und wie der Hangar entstanden ist. So, jetzt sind wir im zweiten Stock. Hier oben sieht es nach Büro aus. Genau, das ist richtig. Einerseits haben wir Büro, wo wir unsere Arbeitsplätze haben und dann eben auch die Leute, die hierher kommen, wo der Empfang ist, wo man sie dann begrüßen kann, wo es Sitzgelegenheiten hat oder eben auch schnell einen Kaffee nehmen kann. Genau. Wenn Flugschüler kommen, da haben wir im Hintergrund den Briefingbereich mit den PCs, wo sie sich vorbereiten für einen Flug, wie zum Beispiel das Wetter ausdrucken oder jetzt Berechnungen machen, wie hoch das wir jetzt heute fliegen darf. Okay. Was sind so eure Hauptflüge oder was ist die Haupttätigkeit, die ihr macht? Unsere Haupttätigkeiten die setzen sich zusammen aus mehreren Bereichen. Wir haben vor allem Schulungen, die wir anbieten, also Leute, die PPL-Ausbildung machen, das ist Privatpilotlizenz, die dann aufgebaut wird, wenn man Berufspiloten etc. machen. Dann gibt es Leute, die den Heli mieten, die selber eine Lizenz haben. Dann Rundflüge, Taxiflüge und die ganze Arbeitsflügerei. Das beinhaltet Lastenflüge, wo man eben Hütten versorgen, wo man dann alleine unten dran hat, zum Material transportieren. Oder eben auch zum Tier retten. Ja. Wenn jetzt irgendwo eine Kuh auf einer Alp sich den Huf gebrochen hat, dann wird sie ins Tal runtergeflogen, dass sie dann wieder dort unter die Heilung hat. Und dann eben auch Film und Foto. Ah ja, genau, das habe ich gesehen für Universal etwas. Ich habe den Film Oppenheimer gesehen. Den habt ihr gefilmt, gell? Oder geflogen, besser gesagt? Also ein Teil davon, ja genau. Im Film Oppenheimer sieht man zum Beispiel das Kloster von Einsiedeln und den grossen und den kleinen Albrig, dort wo so das Nebelmeer ist. Und dann das Zürich-Unger, dort wo der Oppenheimer studiert hat. Genau, bei den Wasserkillen dort in der Nähe, gell? Der bin ich mir ganz sicher. Oder Frau Münster. Oder? Frau Münster, genau. Ja, ich weiss noch, ich habe den Film gesehen und nachher habe ich auf eurer Insta-Page gesehen, dass ihr gefilmt habt. Also, da haben sie so ein riesiges Ställchen unten am Heli für die Kamera. Gell? Ja, es ist noch krass, dass sie 2 Arme vorgehen beim grossen Heli und die Kamera vorne, die wiegt 110 Kilo. Ja. Krass. Ja, das ist noch viel. Also, du musst sogar im Heck noch Gewicht rein, also nicht nur im Heck Gepäckraum, sondern auch noch ganz hinterst musst du Bleiplatte rein tun, dass du wieder in der Balance bist. Weil sonst, wenn er aus der Balance geht, dann kannst du nicht mehr mit den vollen Steuerausschlägen den Heli steuern. Aha. Also, ihr habt es gehört, wenn ihr den Film Oppenheimer gesehen habt, dann habt ihr sicher auch Aufnahmen von ihnen gesehen. Genau. Oder zum Beispiel auch Wakanda Forever. Dort hat man das UN-Gebäude in Genf hat man gesehen. Also ist natürlich, das hat man nur gebraucht irgendwie als Konstrukt und nachher ist es komplett geändert worden von den Videobearbeiter. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um den Michi zu befragen zum Job als Pilot. Vielleicht gerade als erstes, wie kann man sich, gut, das ist eigentlich eine einfache Frage, aber wie kann man sich begeistern für das Fliegen? Ja, du wirst es dann selber noch sehen. Also es ist eine schöne Umgebung, die wir haben. Die Schweiz ist herrlich, um hier herumzufliegen. Spannend vom Fluggerät her, oder? Das bietet sehr viele Möglichkeiten. Auch die Landungen im Gelände zu machen, das ist wirklich Faszination pur. Das ist einfach das, was ich cool finde. Und eben die Vielfältigkeit. Jeder Flug ist wieder anders. Ja. Ich weiß nicht, wie manchmal die in der Grossmiete schon gesehen habe, aber es ist jedes Mal wieder schön. Hat es vielleicht jemanden gegeben in der Kindheit, der das Fliegen schmackhaft gemacht hat, oder bist du schon immer so Flugfanatiker gewesen? Also in der 3. Klasse hat es angefangen. Mit den Eltern bin ich ins Wallis gegangen, in die Ferien, auf der Alp. Und dort habe ich die Zermatt gesehen fliegen, wie die transportiert. Und die Präzision, das hat mir einfach gefallen, die die haben. Und durch das bin ich dann drauf gekommen und habe dann geschaut, wie ich die Ausbildung machen kann. Eben, sei es Militärpilot oder eben über Privatwirtschaft. Dann habe ich zuerst gedacht, Privatwirtschaft. Dann habe ich gemerkt, das ist verdammt teuer. Dann habe ich den Militärpilotenweg versucht und dort bin ich recht weit gekommen, bis zur letzten Selektion. Und jetzt gleich wieder privat gemacht, weil ich dort halt rausgefallen bin. Aber von mir aus passt es perfekt. Ich glaube, es ist genau das Ideale für mich. Ja, also wenn jetzt einer da draußen will starten als Pilot, wo würdest du ihm den Tipp geben? Also wo würde er am gescheitsten starten? Ich würde mal wirklich das erzählen in der Verwandtschaft, Bekanntschaft und dann mal so einen Schnupperflug geschenkt bekommen werden, dass man einen Schnupperflug machen kann. Und dann spürt man, wie das ist. Und dann sieht man, was da so abgeht, was das alles beinhaltet.
ja, das ist schon relativ cool. Jetzt vielleicht, wenn man jetzt sich Zeit nimmt, um die Schulung zu machen und alles drum und dran, wo liegen wir da budgetmäßig bei so einer Helikopterausbildung? Also es ist ganz heliabhängig. Jetzt sagen wir mal Minimumkosten vom Zweiplätzer. Dort sind wir irgendwie bei 38'000 und beim eins grösseren ist es irgendwie beim 48'000. Aber das ist schon relativ kostenspielig. Man muss auch sagen, das sind die Minimumanforderungen. Die meisten haben ein bisschen mehr. Also eben so 50'000 Franken für eine Lizenz mit einem Zweiplätzer. Das ist realistisch. Okay. Gibt es denn gerade irgendwelche Ausschlusskriterien, dass du als Pilot nicht in Frage kommst? Also du musst auch einen gesundheitlichen Check machen, wenn du dort die gewissen Sachen oder so nicht erfüllst, dann ja, kannst du dort rausfallen. Wie jetzt aber die Werte sind, das wüsste ich nicht. Es wird einfach alles getestet, der ganze Körper, sei es Augen, Ohren etc. Okay. Wann hast du deine Ausbildung angefangen? Also im Privaten? Ja, also bei Heliflügen habe ich angefangen im 2017 und dann im 2019 habe ich die abgeschlossen, Privatpilotlizenz. Und dann anfangen mit der Berufspilot, Theorie anfangen, das ist schon noch ein rechter Brocken. Ja. Und im 2022 habe ich den Berufspilot abgeschlossen und seit einem Jahr, also Mitte 2023, bin ich auch noch Fluglehrer. Okay. Jetzt bist ja du schon ein paar Jahre in der Luft. Hast du irgendeine Geschichte, die dir extrem geblieben ist, positiv oder negativ? Ja, einerseits positiv ist die Leute, die Begeisterung, die haben. Also wirklich schon Leute gehabt, denen sind einfach nur noch Tränen gelaufen. Die haben das nicht mehr können glauben. Und die Faszination, oder? Hey, das ist ja so schön und dass ich das noch erleben darf. Und ja, das einerseits. Und manchmal schon kritische Situationen, wo du sagst, ja, da habe ich das Glück gehabt, da habe ich Schwenk gehabt, wo man aber daraus lernt. Und das sicher nicht das zweite Mal macht. Ja. Was sind die grössten Risiken beim Fliegen? Die grössten Risiken, also wenn man schaut, das Umfeld ist meistens einfach noch Pilotenfehler. Von dem her, dass man sich etwas falsch einschätzt etc. Und so, das ist schon eher eine grosse Wahrscheinlichkeit. Dort einfach, man muss sauber bei der Sache sein, man darf nicht pressieren, keinen Stress haben. Und dort, wenn es mal stressig wird, würde ich sagen, hey, jetzt alles ruhig, oder? Und dann Schritt für Schritt nehmen. Und ja, dann gibt es so, Wetter ist schwierig zu einschätzen, oder wie das genau ist. Man kann schon Webcams schauen und Meteoberichte, aber wie es dann in der Luft ist, das merkt man dann. Oder eben Kabel, die man zum Beispiel einfach nicht sieht. Ja. Wir machen ja nachher einen Schnupperflug. Genau. Jetzt, was gibt es zu beachten, bevor man einen Schnupperflug macht? Wir machen dann ein Briefing vor dem Schnupperflug. Dann tut er erklären, wie der Heli funktioniert etc. mit den Steuerelementen, dass du dann auch weißt, was du überhaupt für einen Hebel in den Fingern hast. Oder? Nicht, dass du denkst, ja gut, jetzt, das ist der Schleudersitz, oder? Den wir ja nicht haben. Was ist jetzt gerade das Aufregendste bei einem Schnupperflug? Was denkst du, was wird das Aufregendste sein für mich nachher? Ja, das kann zum Beispiel sein, dass du dann selber schweben kannst, das, oder dass du siehst, wow, eben, bei dem Briefing wieder sagen, du musst manchmal nur daran denken, oder? Ja. Und dann steuert es schon. Und vielleicht merkst du so, dass es gar nicht viel Steuerbewegungen braucht und der Heli macht schon irgendetwas. Was machst du jetzt lieber? Schnupperflüge, Leute ausbilden oder Einsätze wie Forst oder Filmflüge? Oder? Ich finde die Mischung da cool, die wir beim Fuchs haben. Ja. Also eben, sei es am Morgen habe ich eine Schulung, Schnupperflug, dann gehe ich auf einen Taxiflug, bringe Leute zum Restaurant. Am Abend komme ich retour, mache dann noch Bürosachen etc. Also es ist wirklich sehr vielseitig da. Ja. Jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, was sind so ein bisschen die Pläne von Fuchshelikopter? Gibt es etwas, das ansteht in Zukunft, wo du sagst, wow, mega? Ja, jetzt geht so nichts, wo irgendwie jetzt weltbewegend wäre oder etwas ganz anderes, wo man irgendwie sagt, man möchte machen. Man möchte die Leistung, die man erbringt, die schon sehr professionell sind, einfach noch auf ein höheres Niveau bringen. Ja. Dass die Kunden zufrieden sind, dass die Freude haben, dass die ein bleibendes Erlebnis haben, und zwar im positiven Sinn, dass die Freude haben, wenn sie hierher kommen und es einfach geniessen können. Jetzt viele Leute sagen ja auch, Helikopterflüge, das ist nicht ökologisch. Jetzt gerade vielleicht auch eine Kuh holen von der Alp, das ist nicht ökologisch. Ich habe jetzt selber durch Dokumentationen und Pilotenerfahrung hören, dass das eigentlich gar nicht so ist. Machen ihr etwas für die Nachhaltigkeit? Wir schauen, dass die Flüge, die gemacht werden, dass das eben nicht einfach sinnlos ist, sage ich jetzt mal, oder dass es eben Flüge sind, die wir jetzt nicht unbedingt machen müssen, also einfach planlos von A nach B fliegen,
machen wir nicht oder das hat immer einen Zweck. Und ja, der Zweck kann mal sein, dass es einfach ein Rundflug ist für einen Genuss, das kann sein. Oder zum Beispiel eine Kuh holen, es ist auch schlussendlich schonender fürs Tier und auch ökologischer im Gesamtbild, wenn man jetzt die mit dem Heli runterholt ins Tal, dass die wieder gesund werden kann, anstatt dass man sie oben lässt, wo die Bedingungen nicht optimal sind, aber manchmal auf der Alp und dann vielleicht die Kuh sogar muss eingeschläfert werden. Ja. Und von dem her ist das halt die beste Variante, die man der geben kann. Ich meine, es wird auch zuerst, wir bekommen den Auftrag von der Rega zum Beispiel für Tierrettungen. Okay. Das wird auch zuerst abgeklärt, ob es anders möglich ist. Okay. Jetzt hätte ich da noch ein paar Community-Fragen gehabt. Wie lange dauert die Ausbildung zum Helikopterpilot? Das kommt ganz darauf an, wie viel Zeit du dir nehmen kannst. In der Regel, sagen wir mal, zwischen einem Jahr und 2 Jahren ist das absolut machbar. Ja. Wie sicher ist es, mit einem Helikopter zu fliegen? Ich finde es sehr sicher. Wir bilden die Leute hier gut ausbilden. Wir bringen es auf ein höheres Level. Es ist auch so, was viele nicht wissen, der Helikopter kann ohne Motor landen. Das nennen wir Autorotation. Dort wird dann eigentlich der Heli man dann so einstellen, dass er eigentlich wie der Samen vom Ahorn, der runtergeht wie ein Propeller, das ist der Heli funktioniert genau gleich. Also das heisst, durch Sinken wird der Hauptrotor angetragen und somit nachher kann man das dann am Boden ausgleichen und dann eine Landung machen. Jetzt ganz einfach gesagt. Wie hoch und wie schnell kann man mit einem Heli fliegen? Hoch, das ist schon wieder typenabhängig. Jetzt zum Beispiel mit dem, wo wir dann gehen, ist auf 14'000 Fuß ist der zugelassen, das ist etwa 4'500 Meter. Ja. Es gibt andere Helis, wie eben der Gross, den wir vielleicht später noch werden sehen. Der kann bis 6'500 Meter hochfliegen. Okay. Genau. Und von der Geschwindigkeit her, eben jetzt der schnellste, den wir hier in der Flotte haben, ist etwa 150 Knoten. Das sind etwa 280, 290 km pro Stunde. Ja. Also in einer Stunde sind wir es Genf. Also los, gehen wir. Wieso fliegt der Pilot lieber Helikopter als Flugi? Quasi, wieso ist er nicht Flugzeugpilot? Ja, weil wir die viel schönere Sicht haben als in einem Flugzeug. Ja, aber du wirst ja auch sehen, die grossen Scheiben, auch die Möglichkeiten mit Aussenlandungen machen. Wir können im Gelände landen, wir können vielleicht auch näher an die Sachen her und so. Flugzeug ist auch spannend, aber du bist halt ein bisschen mehr gebunden. Du bist auf Flugplätze gebunden. Du bist aber dort hat so wieder Vorteil. Du bist im Ausland, wenn du längere Flüge hast, bist du vielleicht sogar schneller. Es ist komfortabler, je nachdem. Weil, sagen wir mal, 3 Stunden in einem Heli hocken ist unangenehm. Ja. Und wenn du das vielleicht in 1,5 Stunden mit dem Flugzeug kannst machen kannst, ist das einfacher. Kommt aber ganz auf den Flüger drauf an. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der darüber nachdenkt, jetzt Helipilot zu werden? Sich genug früh informieren, wie was geht, mit den Leuten reden, das mal vorbeikommen bei uns. Dann können wir das Ganze anschauen, dann können wir auch die Helis zeigen, wie das so aussieht von Nähem, wie das Ganze funktioniert. Dann können wir auch erklären, was jetzt da verschiedene Wege sind, die man machen kann. Ich meine, es gibt auch Sphere, heisst das ist ein Programm vom Militär primär, wo man die ersten Flugerfahrungen sammeln kann zu relativ guten Konditionen. Das ist aber eine Militärpilotenabklärung. Das heisst aber nicht, dass es im Zivilen nicht gilt. Oder? Es gibt dort auch schon gewisse Vorteile. Ja, und wenn man das Ziel hat, einfach verfolgen, hartnäckig sein und dranbleiben und Geduld haben. Und wenn jetzt einer einen Schnupperflug machen will, wo liegen wir jetzt noch preislich? Mit dem kleinsten, beim Zweiplätzer, sind wir für eine halbe Stunde 420 Franken, 3/4 ist 550, eine Stunde 720. Und umso grösser der Heli ist, umso teurer natürlich. Also, wir gehen den Schnupperflug machen und dann sehen wir uns im Cockpit. Test 1, 2, 3. Ja, jetzt sind wir hier über 16% und unter 150 Grad. Jetzt kannst du den Hebel rein tun. Und dann vom Steuern her
Du tust dann, wenn du da hockst, den Arm auf dem Oberschenkel abstellen. Genau, jetzt ist der Heli warm. Soll ich noch funken? Schindelige Heliport Hot Bravo Zulu Sierra Foxtrot Radio Check. Danke mal. Jetzt soll ich noch funken, dass wir näher übergehen. Also zuerst wir die Turbine noch auf 100%. Hotel Bravo Zulu Sierra Foxtrot Helipad Number 2 Hover Taxi Departure Point. Wenn ich hier vorne schaue, an Hangar. Kommt der Heli auf die linke Kufe. Dann haben wir natürlich ein bisschen links lag, natürlich, weil hinten... Genau. Hat so grosse Möcke hier auf der linken Seite hocken. Jetzt gehen wir hier vor dem Heli durch. Heli Sierra Foxtrot taking off direction north. Heli Sierra Foxtrot, Sector North 3500 feet, leaving direction Lansing. So, jetzt kannst du mal auf dem Pedal stehen mit den Füßen. Und dann kannst du die Hand hier als Kollektiv tun und dann die andere Hand kannst du dort eigentlich nehmen. Jetzt machen wir gerade eine Kurve. Wenn wir die Kurve ausleiten, gehen wir mit dem Cycling hier rüber. Und dann, wenn er gerade ist, dann wieder geradeaus fliegen. Dann haben wir hier vorne noch eine kleine Leitung, der fliegen wir jetzt drüber. Sehr gut, ja, so ist super. Ganz kleine, feine Bewegungen. Jetzt alles durchsteuern. Die letzten 10 Sekunden habe ich nichts mehr gemacht. Jetzt ein bisschen nach links rüber. Gut, dann gehen wir wieder in den Schwebeflug. Ja, jetzt hast du ihn schön, sehr schön. Alles richtig. Kurz korrigieren. Wir gehen hier schnell hier rüber. Ein bisschen links drücken. Genau, jetzt hast du ihn wieder. Ja, super. Dann können wir nächste Woche eine Prüfung. Geil. Ich bin jetzt hier nicht mehr am Steuern im Fall. Krass. Auch jetzt gehen wir zusammen hier zum Roy. Ja. Aber ihr draussen seht das nicht, gell? Mir läuft der Schweiß runter. Machen wir hier einen Start. Wir können hier eigentlich praktisch ohne Leistung zusätzlich können wir wegfliegen. Wir können die Nase nach vorne tun, dann haben wir ein bisschen zusätzlich Auftrieb. Jetzt können wir schön über den Boden beschleunigen. Wir hier beschleunigen bis 60 Knoten. Die etwa 110 km pro Stunde. So gut von dem. Tipptopp. Jetzt fliegen wir fast 180. 180, das kommt einem gar nicht so vor. Ja, jetzt merkst du schon, nach dem Schweben ist meistens bei den Schülern ist es viel ruhiger zum geradeaus fliegen. Weil sie merken am Boden, es braucht gar nicht so viel. Machen wir noch ein Selfie. Jawohl! Jetzt können wir hier über einen Kreis und können wir dann wieder einfliegen. Du reduzierst da schon recht hoch, he? Ja, genau. Wenn wir hier einleiten. Ah, jawohl! Hat es dir gefallen? Ich könnte mich daran gewöhnen. Mit dem tun wir eigentlich den Treibstoff nehmen und die Turbine abstellen. So, wir sind auf dem Dach oben, geniessen noch die letzten Sonnenstrahlen. Den Schnupperflug habe ich hinter mir. Also ich bin wirklich immer noch überwältigt. Das ist ein krasses Erlebnis. Danke vielmals, Michi, gell? Bitte schön. Für dein Vertrauen, für deine Zeit und alles. Hast du abschliessende Worte? Ja, es hat mir mega gefallen mit dir und dir können zeigen, wie wir was machen. Du hast es so mega super gemacht. Also, ich meine, dass du selber kannst schweben im ersten Flug, das ist relativ geil. Das habe ich selten. Ja. Ja, es hat Spass gemacht. Und ja, wenn ihr irgendwie Interesse habt oder so, jederzeit vorbeikommen, anrufen, E-Mail schreiben. Wir sind rum. Wir haben Zeit. Auf jeden Fall. Es ist alles unten verlinkt. Fuchshelikopter wie auch der Michi. Und dann kannst du vielleicht den nächsten Schnupperflug bei Michael machen. Ich hoffe, euch hat der Eindruck gefallen bei Fuchshelikopter. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Peace! Tschüss zusammen.